Ich möchte 2, 3 abschließende Worte sprechen, auch an Sie von der Politik, dass Sie sich hier gestellt haben. Mein Respekt auch, Herr Hiemeyer, Sie hatten kein Heimspiel, das weiß ich. Mit der Bürgerversicherung gewinnt man hier keine große Fahne, aber trotzdem mein Respekt, dass Sie sich hier gestellt haben mit Ihrem politischen Programm. Was mir heute wichtig war, dass wir dieses Setting, sage ich mal, dieses Matching, sagt man ja heute modern, einmal zwischen der Politik und den Ärzten gewagt haben. Das war ein Experiment. Ich denke, es ist ein Experiment, mit dem ich zufrieden bin. Ich glaube, wir müssen das fortsetzen. Wir müssen mit den Kommunalpolitikern, mit den Verantwortlichen vor Ort mehr sprechen. Dann verstehen wir ihre Probleme und sie unsere Probleme. Und ich glaube, nur so kommen wir gemeinsam weiter. Vielen Dank. Es sind heute 3 Ausdrücke gefallen, die ich mitnehmen möchte. Das eine ist die Kooperation, die ich ganz wichtig finde, weiterhin die Kooperation zwischen uns, zwischen den Ärzten, zwischen Haus- und Fachärzten, aber die Kooperation auch mit Ihnen in den Regionen. Was ich aber auch mitnehmen möchte, ist das Signal, dass die Hütte schon ein bisschen brennt, dass wir ein Problem haben. Und da würde ich Sie schon noch mal gerne bitten, aus Bayern das Problem mitzunehmen, auch nach Berlin in die neuen Koalitionsverhandlungen. Wir machen momentan mit der fachärztlichen Versorgung die gleichen Fehler, wie wir sie vor 15 Jahren mit der Hausärztlichen gemacht haben. Wir machen sie in der Grundversorgung durch die Honorarregelungen, für die Sie vielleicht jetzt persönlich ja nichts können, weil Sie das der Körperschaft anberaumen, machen wir die gleichen Fehler, wie damals die Hausärzte es erlitten haben. Das heißt, durch diese asymmetrische Belastung der Budgetierung hinsichtlich der sprechenden und der grundversorgenden Medizin werden diese Kollegen an den Rand gedrängt momentan. Und wir wollen es nicht haben, dass wir das Facharztsterben nach dem Hausarztsterben haben, weil Sie wissen, wie lange Sie hingearbeitet haben, dass Sie das wieder herausgekriegt haben. Deswegen bitte unsere Forderung. Nehmen Sie die Forderung des Bayerischen Facharztverbandes, die mittlerweile auch die Forderung des Spitzenverbandes der Fachärzte in Berlin ist, mit. Eine Forderung ist, wertschätzen Sie die ärztliche Arbeit und die ärztliche Leistung wieder. Nehmen Sie die Grundleistungen, die wir nicht einsparen und verweigern können. Das können wir unseren Patienten nicht einsparen. Sie können sich vielleicht einmal eine elektive Gastroskopie mal einsparen oder mal in einer Menge begrenzen. Aber Sie können den Notfall nicht begrenzen. Sie können den Patienten nicht begrenzen, der zu Ihnen in die Praxis kommt. Nehmen Sie diese Leistungen als Zeichen der Wertschätzung aus dieser Budgetierung endlich raus. Dann kriegen Sie auch wieder Ärzte in die Regionen. Vielen Dank. Auf ein Wiedersehen.